Lev Mädchen, Lev Jecke. Wir haben großes Glück, denn unsere nächste Künstlerin ist auf großer Abschiedsrunde. Es ist ihre letzte Session im Karneval. Hier ist für euch die Frau, die ohne Punkt und Komma umwerfend ist. Hier ist Ingrid Kühne. Ja, guten Abend. Sind wir wieder unter uns? Ja, schön, ne? Schön. Ja, ich freue mich so. Viele fragen auch immer, sagen sie, was ist Humor? Dafür sind wir ja heute hier. Wir haben richtig Spaß, haben wir. Und ich werde ganz oft gefragt, woher ich meinen Humor habe. Und da sage ich immer das ganz einfach. Ich habe den von meiner Mutter, die war jahrelang Büttenredner. Und von meinem Vater, der hat diesen trockenen Humor. Und trockenen Humor, den kannst du nicht lernen. Entweder du hast ihn oder vergiss es. Es ist, ja. Und trockenen Humor erkennst du immer daran, ob jemand spontan ist. Und mein Vater war immer spontan. Wenn jemand zu dem sagt, ich weiß noch, diese Geschichte ist passiert, da sagte einer, bist du Optimist oder Pessimist? Und mein Vater sagt, wie meinst du das? Ja, sagt er, man sagt doch immer, ein Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Ein Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Und was sagst du? Und mein Vater sagt, ja, warum ist da kein Untersetzer drunter? So, und solche Situationen. Ich weiß, dass meine Mutter dann immer sehr genervt war. Die war immer genervt, wenn mein Vater so drauf war. Und dann sagte die immer, boah, Alfred, wenn du so bist, ne, da kommst du nicht in den Himmel. Da sagte mein Vater immer, ist ja nicht schlimm, kenne ich ja eh keinen. Und ja, der hat auch immer zu mir gesagt, Ingrid, ganz ehrlich, ich sage dir ehrlich, wenn ich mal sterbe, du musst dafür sorgen, dass die Beerdigung morgens um 5:30 ist. Ich sag, warum? Sagt, da sind sie alle noch mal so richtig stinkig, weil sie früh raus müssen. Das ist so. Du hast doch diese Situationen auch so spontane Situationen. Wir kamen mal bei uns aus der Haustür raus, es war Nebel. Es war also Nebel, so neblig, du konntest die Hand vor Augen nicht sehen. Und diese Nachbarin, solche Nachbarn kennt ihr, die schon die Tür aufmacht, bevor es bei uns geklingelt hat. So. Und sie kam zeitgleich mit uns raus, wie fast immer, und sagt wirklich zu meinem Vater so ganz trocken, sagt sie, guck mal, Nebel. Ja, Nebel, sagt sie zu ihm, Nebel ist mystisch. Und mein Vater sagt, nein, Nebel ist kein Wetter für Neugierige. Und es kam mal an. Es kam an der richtigen Stelle an. Auch im Urlaub. Wir waren im Urlaub irgendwo in der Eifel. Haben wir schön in der Eifel Urlaub gemacht. Und da kommt die Pensionswirtin, schüttet morgens den Kaffee überall ein. Meine Mutter guckt so aus dem Fenster raus und sagt, oh, sieht nach Regen aus. Ja, sagt mein Vater, soll aber Kaffee sein. Und solche Sachen. Und das ist das. Ich sage immer, wenn du diese Art von Humor beherrschst, das ist immer gut. Wichtig ist, dass du dabei lächelst. Keiner, der schlecht gelaunt ist, kann lustige Sachen erzählen. Man muss gut drauf sein, man muss Spaß haben, so wie ihr heute alle hier. Wir wollen einfach richtig lachen. Und das ist wirklich wichtig, dieses Lachen. Ne? Viele fragen auch immer Humor und sagen immer, was heißt das denn? Was ist Humor? Ich sage, Humor ist, wenn man lacht. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Ich bin auch genervt. Ich habe auch Tage, wo ich richtig genervt. Und das ist ja unser Problem bei uns Frauen. Wir sind oft genervt von Sachen. Also, so. Siehst du, ihr habt das sofort verstanden. Ja, viele sagen immer, Frauen regen sich über andere Sachen auf wie Männer. Ich sage, wie über Männer, muss man sagen. Nein, wir haben es doch wirklich. Und ich habe letztens eine Studie gelesen, da hat gestanden, dass Männer im Durchschnitt in Deutschland maximal 10 Tage im Jahr schlechte Laune haben. Und das stand da. Ich sage, wann hört die Studie auf? 11. Januar oder was? Nein, mich riecht das auf. Dann sagen sie immer, ja, warte mal, im Alter wird man gelassener. Nein, du wirst im Alter nicht gelassener. Du vergisst einfach nur, worüber du dich aufregen wolltest. Das ist doch so. Ich vergesse so viel. Ich macht mich wahnsinnig. Ich vergesse
Kennt ihr das? Du stehst in der Küche, machst dir einen Kaffee, schüttest den Kaffee ein, holst die Milch aus dem Kühlschrank und dann ist die leer. Ralf stellt leere Milch, also der sagt immer, da war noch was drin, hättest es aber ausfringen müssen. Ne? Ja. Und das Schlimme ist, dann hast du den Kaffee da stehen, jetzt rennst du in diesen Keller. Und du stehst im Keller und denkst, was wollte ich hier? Ey, warum haben wir das? Wir Frauen haben, das ist ja nur, weil wir Frauen 1000 Baustellen haben. Deswegen haben wir das schon wieder vergessen mit der Kaffee, mit die Milch. Ja, und das Schlimme ist, dann stehst du und denkst, boah, nee, jetzt musst du zurück an die Stelle, wo dir eingefallen ist, was du holen musstest. Bis dass du vor dem Pott Kaffee stehst und denkst, die Milch. Ich habe es letztens gehabt, ich stand im Keller und ich habe gedacht, du gehst jetzt nicht wieder nach oben. Du überlegst und dir fällt es auch ein, wenn du an diesem Regal vorbeigehst und guckst, was ist es, was wolltest du. Ich war bis am Ende von dem Regal, ich habe gedacht, vielleicht hast du es auch gar nicht da gerade. Ich habe da gestanden und habe ich wirklich gesagt, jetzt musst du wirklich wieder nach oben. Und im nach oben gehen sehe ich die Büchsenmilch und denke, nimm mal eine mit, die ist glaube ich auch bald leer. Weißt du, da kriegst du Angst vor dir selber. Meine Mutter sagte dann so was wie, ja, schreib dir doch einen Zettel. Ich sage, schreib mir doch nicht in meiner eigenen Küche einen Zettel, schreib Büchsenmilch und geh damit in den Keller. Was sagt meine Mutter? Ja, siehst du ja, besser wäre es. Ich sag, Mama, ich mach auch Zettel, ne? Ich vergesse halt schon mal was, ne? Ich sag, Sven, der ist jetzt 27, der vergisst auch alles. Sagt er, ich vergesse das nicht. Ich habe nur nicht dran gedacht. Ja, schön. Und ich habe auch einen Zettel, der liegt in der Küche, Zettel drauf, du schreibst den Zettel und wenn du einkaufen gehst, sollte man den mitnehmen. So, ja. Da stehst du in diesem Laden, hast den Zettel nicht. Und dann überlegst du, was hattest du denn auf der Zettel stehen? Und du bist nur am Überlegen. Dann kommst du nach Hause, hast auf deinem Kassenzettel 41 Positionen. Und ich garantiere euch, mit der Liste, wie bei Bingo, kein Treffer. Kein Treffer. Das nimmt mich ärgert so was. Ich bin letztens bei Edeka vom Parkplatz runter. Ich sag so, komm, jetzt schnell nach Hause. So, geht Telefon. So, ich denk, was ist jetzt? Ne? Ich gehe dran, Sven dran. Sagt er, wo bist du? Ich sag, ich bin in 5 Minuten zu Hause. Wo du bist? Ich sag, Sven, ich bin in 5 Minuten da. Das ist doch, boah, sag doch, wo du bist. Ich sag, ich fahre gerade im Supermarkt vom Parkplatz runter. Ich sag, warum? Sagt er, du hast mich mitgenommen. Ja, aber dann, ja. Hat er behauptet, das wäre meine Schuld? Ich sag, nein. Ich sag, so lange wie du getrödelt hast, ich sag, wärst du vor mir gewesen, hätte ich dich gesehen. Ja. Und wie gesagt, wir sind ja immer schon 5 Baustellen weiter. Und ich merke das, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe eine Amnesie und ein Déjà-vu gleichzeitig. Ehrlich. Ich denke so oft, oh Gott, das hast du schon ein paar Mal vergessen. Ne? Das ist ja, wenn du dir sagst, da musst du dran denken, ist es schon aus dem Kopf. Das ist das. Und das Schlimme ist, viele in meinem Alter haben das. Weißt du, wenn du jetzt auf so Geburtstage gehst, ne? Früher eine Kellerparty, da haben wir aber richtig einen gefeiert. Ne? Morgens um 5 Uhr um Zahnfleisch nach Hause gekrochen. Das waren Partys, wo wir gefeiert haben. Und wirklich, wo wir gefeiert haben, hast du am nächsten Tag ein Schild an dieser Location, da stand drauf, heute geschlossen, wegen gestern. So haben wir gefeiert. Ja, steht auch morgen hier am Tanzbrunnen. 100%ig, so feiern wir. Aber das ist ja nicht mehr. Du kommst jetzt auf Geburtstage, dann sagen die, komm mal, wir sitzen im Wohnzimmer. Da weißt du schon Bescheid. Dann sitzt du im Wohnzimmer, da trinkst du schon Wasser, weil du Angst hast, dass du irgendwas anderes umschmeißt, was nicht mehr aus dem Teppich geht. Und dann sitzt du da und das Interessante ist, dann fängt einer an zu erzählen und alle hören dem zu. Alle, dem einen zu. Und dann sagt der, die Geschichte ist bei uns, da sagt der, habt ihr das schon gehört hier von dem, Dingens, wie heißt er? Der mit dem. So, alle gucken den an, ich sag, wer? Hier wie heißt der? So, und dann kommen die Geschichten um den. Also, das ist doch der ist doch jetzt aus den Schützen gegangen, weil dem die weißen Hemden nicht mehr stehen. Jetzt sitzen 2 Männer am Tisch und sagen, der ist sowieso bescheuert. So, ne? Dann sagt die Frau von dem einen, der gesagt hat, mit bescheuert, sagt, wer denn? Die mit dem gelben Auto, das fiese gelbe Auto. Jetzt sagt eine andere Frau, da sagt der Mann, wer denn? Die haben wir damals getroffen am Gardasee, wie wir da am Gardasee in Italien waren, hier
Dingens. Und da haben wir die gesehen. Wo? Auf dem Campingplatz. Auf welchem Campingplatz? Da sagt sie, da wo die Schranke mit dem kaputt. So. Jetzt sagt ein anderer am Tisch und sagt, der hat überhaupt keinen Wohnwagen. Jetzt. Du betest nur dafür, dass der Tag nicht umgeht, ohne dass einer den Namen drauf kommt. Alle sitzen dann überlegen. Du hast bis heute nicht erfahren, was der überhaupt gemacht hat, weil alle nur überlegen. Dann kommt ein anderes Pärchen und sagt, wer ist der denn? Nix. Du hast keine Lust, das wieder zu erklären. Du ziehst nachher schon die Jacke an und an der Garderobe sagt einer, der mit dir stehen sagt, jetzt weiß ich es. Klaus. Ja, da freust du dich. Da rennst du noch mal in das Wohnzimmer und sagst, Klaus, damit das alle mitgekriegt haben. Da kannst du auch in Ruhe schlafen. Das, wirklich. Für mich ist das schlimm. Ich habe eine Situation gehabt, so da jetzt auf dem Geburtstag, da haben wir ja alle. Da hast du ja gemerkt, wir haben ja alle eine Klatsche. Aber da habe ich eine Situation, ich hatte so ein Kratzen im Hals. Ich denke, mach dir mal eine heiße Milch mit Honig. Ne? Ich die schöne Pott auf der Herd, die Milch da rein, den Honig da rein, schön verrührt. Ich denke, kannst du noch schnell eben die Betten überziehen. So, ja, ich fühlte mich schnell. Also ich habe wirklich gedacht, so. Und ich bin da gerade so am gerade schütteln. So. Ich denke, die Milch. Ich bin wie eine Bekloppte in die Küche gerannt. Ihr könnt gar nicht vorstellen, wie froh ich war, dass ich vergessen hatte, wirklich den Herd anzumachen. Ja. Nein. Das ist doch, das Nächste, was du immer weg hast, ist der Schlüssel. Warum haben wir Frauen denn den Schlüssel weg? Weil wenn wir reinkommen, kommt schon irgendwer und sagt, kannst du mal eben so. Und da, wo du bist, legst du den Schlüssel hin. Das weißt du aber nachher nicht mehr. Und dann suchst du machst Schubladen auf, wo du den nie reinlegen würdest. Eine Besteckschublade, guckst du da, findest du nicht. Du bist nur am Gucken. Du gehst an eine Garderobe, du fängst an eine Weste oder an eine Jacke, bist du zu schütteln, ob da der Schlüssel drin ist. Da sagt Ralf, warum schüttelst du denn alle? Ich sage, weil ich nicht mehr weiß, welche ich anhatte. Du stehst und dann, du suchst. Du wirst immer nervöser. Der Schlüssel ist... Und dann steht mein Mann daneben. Und jetzt unter uns Frauen, jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man auf so einen dämlichen Satz überhaupt? Du suchst den Schlüssel und er steht neben dir und sagt, wo hast du den denn hingelegt? Da flippe ich aus. Ich sag, meinst du nicht, wenn ich wüsste, wo der wäre, würde ich da hingehen? Und ich hab das mit Schlüsseln, ist wirklich. Und da, wie ich den am Suchen war, steht plötzlich Sven neben mir. Ne? Sagt er, Tasse, Mama, suchst du Schlüssel? Ich sag, ja. Sagt er, ist doch egal, kannst du Englisch. Ich sag, was kann ich? Sagt er, Englisch. Ich sag, was hat er mit Englisch zu tun? Boah, hast du doch immer zu mir gesagt. Ich sag, was hab ich? Du hast immer gesagt, in der Schule, ne? Hast du immer gesagt, Sven, du musst super aufpassen. Vor allen Dingen, du musst perfekt Englisch können. Das ist ganz wichtig, dass du perfekt Englisch kannst. Das öffnet dir Tür und Tor. Ich will das nicht mehr, ehrlich. Eine Freundin von mir hatte den Briefkastenschlüssel verloren. Die wohnt da und hat zu der Hausverwaltung angerufen, hat gesagt, sie hätte den Briefkastenschlüssel verloren. Haben sie gesagt, würden sie ihr nachmachen. Was haben die gemacht? Mit der Post geschickt. Der ist jetzt... Wirklich. Ich suche Schlüssel. Ich habe letztens bei der Werkstatt angerufen. Ich sage, Leute, seid mir nicht böse. Ich sage, ich kann den heute nicht abholen. Wen? Ich sage, das Auto. Ich finde den Schlüssel nicht. Ich sage, dann nehmen Sie doch den sie uns hier gelassen haben. Das ist schon so weit, dass der Schlüssel sucht, sie gar nicht bei dir wohnen. Nein, mich ärgert hat. Und es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Und ich glaube, so wie Sven, der sucht sowas nicht. Ich glaube, das verändert sich alles. Die Jugend ist da nicht so. Die sehen das anders. Wie soll ich sagen, viele sagen ja immer, die Jugend, wenn ich die... Nein. Ey, wir haben eine super Jugend. Wir haben eine Jugend, die weiß genau, was sie will. Die machen, was sie wollen. Die machen uns zum Teil noch was vor. Und jetzt, wir als Frauen, sage ich auch immer, es ist ja auch ein Armutszeugnis, wenn wir sagen würde, die Jugend heutzutage ist aber nichts mehr. Wir haben die erzogen. Das müssen doch tolle Kinder sein. Deswegen, ja, es ist wirklich... Nein. Aber, und das ist immer, ne? Die Mehrheit ist doch toll. Natürlich hast du da Graupen zwischen. Da sind auch welche, Nein, beim Sack Kartoffeln hast du ja auch immer eine, die du wegtun musst. Ja,
Und so ist das auch. Ja, nur so ein Beispiel. Ich stand im Supermarkt, vor mir so ein junger Mann, also so mein Alter, und davor, bitte, davor so ein ganz junges Mädchen. Und die sagt zu der Kassiererin, die war genauso alt wie sie, so ungefähr, und sagt zu der, die Adventskalender, wieso haben die denn nur 24 Türen wegen Dezember? Und du stehst da und denkst, hat die nicht gesagt. Hat die nicht gesagt. Und der Mann vor mir sagt ganz trocken, die mit 31 kommen erst wieder im Januar. Ja! Ja! Das ist mein Humor. Ich fand auch das Schild so schön. Da stand so ein Schild, da stand, wer hier klaut, kriegt keine Tüte. Genauso schön. Hat die auch nicht verstanden. Und dann das Beste, da sitzt die Kassiererin, jetzt kommt so ein Mann, der da auch arbeitet und legt der Kassiererin so einen Schlüssel hin und sagt zu der, kannst du mal durchrufen, den haben wir gerade gefunden vor der Fleischtheke. So, dann nimmt die das Mikrofon und sagt, wir haben gerade einen Schlüssel gefunden vor der Fleischtheke. Wem seiner ist der? Oh. Ich gucke sie an, ich sage, wessen? Da sagt sie, Herr oder Frau Wessen, bitte zur Kasse. Wisst ihr, was ich meine? Da stehst du nur neben mundweit auf und denkst, ist nicht wahr. Ich war mit meiner Mutter beim Augenarzt, aber auch beim Augenarzt, und die hatten da jetzt ganz neu Fernsehen im Wartezimmer, also jetzt nicht MacGyver oder so, ne? Sagt meine Freundin, ja, mein Orthopäde auch. Ja, ich sag Orthopäde. Ich sag beim Augenarzt, alle getropft, solche Pupillen. Und dann, ich sag, ich glaube es nicht, ne? So, und da war da so, und das war wirklich spannend. Du hast es auch gemerkt, weil ganz viele alle geguckt haben, hatten zwar das Handy so in der Hand, aber guckten trotzdem auf das Fernsehen. Und da war so eine Marienkäfer im Bild, und da hat der Sprecher gesagt, Marienkäfermännchen paaren sich oft 4 bis 5 Stunden mit einem toten Weibchen, ohne zu merken, dass etwas nicht stimmt. Super. Und neben mir so ein junger Mann, 18, 19, und sagt, ja, wem ist das nicht schon mal passiert? Wisst ihr, da habe ich den einzigen Gedanken, den ich hatte, war nur, lieber Gott, lass sie nicht denken, dass das mein Kind ist. Wirklich. Das ging noch weiter, da war da so eine Giraffe im Bild, und da sagt der Sprecher auch, ja, Giraffen sind die einzigen Säugetiere, die mit 4 Stunden Schlaf auskommen nachts. Ich sag, wenn ich nur 4 Stunden Schlaf hätte, hätte ich auch Sonnenhals. Das ist, ja, aber das Beste, und das ist immer, das ist so, Brüller, da war so eine Wurm im Bild, so ein Wurm, und dann sagt der Sprecher, müsst ihr genau aufpassen, der sagt, Borstenwurmweibchen paaren sich mit einem Borstenwurmmännchen. Nach vollendeter Paarung verkümmert das weibliche Gehirn komplett auf Null, und damit nimmt es das Geschlecht männlich an. Da kannst du tuschen. Ne? Da muss man tuschen, ja. Ja, vielleicht hat er das nicht verstanden. So, nein, es ist doch so. Und du hast auch das Gefühl, bei Sven ist das auch, der hat auch schon mal so Sätze. Ne? Und der hatte jetzt eine Freundin sehr lange, und die war so, wo ich gesagt habe, Sven, nicht trennen. Sagt er, was? Ich sage, nicht von der trennen. Sagt er, warum? Ich sage, die ist super für das Programm. Die ist der Brüller. Sven wohnt ja vorne. So, jetzt ist sie ja sofort mit eingezogen, so ungefähr. So, und dann kommt die bei mir klingeln. Das war im Dezember so 7, halb 8. Da klingelt die, steht an der Tür und sagt, der Sven kommt gleich von der Arbeit, der wollte Fritten haben. Ich sage, ja. Ja, da hat er ja so eine Fritteuse stehen. Ich sage, ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich das Fett verwenden darf. Ja, ist doch, bis es dunkel ist. Ah, scheiße. Wisst ihr,
Ich sag, kommt doch bei uns essen. Ich wollte das nicht, ich hatte keine Lust dazu erklären. Ich sag, komm, da sitzen die bei uns, da sagt Sven, ey, ihr glaubt das nicht. Ich sag, was denn? Heute Morgen, ey, ich habe heute Morgen einen Fuchs gesehen auf dem Weg zur Arbeit. Sagt sie, woher weißt du denn, dass der auf dem Weg zur Arbeit war? Die ist so. Das macht die noch nicht extra. Ich war mit der beim Optiker, hat die Brillen ausgesucht. Da hat die, ich glaube, 40 Brillen wirklich immer zack, auf. Ich sag, irgendwann hast du sie jetzt. Ja, die nehme ich. Ich sag, super. Ich sag, wo ist deine? Da haben wir 2 Stunden deren Brille gesucht. Die hatte die irgendwo wieder einsortiert. Wir sind da weggegangen. Wir sind dann nach Hause gelaufen. Auf dem Weg hier auf nach Hause sitze. Geht ihr auch mit? Ich sag, wohin? Zum Zirkus? Ich sag, wo ist denn Zirkus? Hier im Dorf ist Zirkus. Ich sag, wer sagt das? Sind doch alles hier Plakate. Ich sag, Sonntag ist Wahl. Versteht ihr nicht? Damals habe ich schon zu Sven gesagt, ich sag, Sven, unter uns, ich sage das nur, wie es ist. Ich sag, da hätte so, wie die sich kennengelernt haben, hat Sven gesagt, ich finde dich so toll, sollen wir mal Nummern tauschen? Hat sie gesagt, nee, ich finde meine ganz okay. Ja, zum Schluss hat sie gesagt, Sven, ich habe da echt ein Problem. Ich sage, was ist das denn? Boah, die hat gesagt, wenn wir heiraten, will sie unbedingt die Flitterwochen in der Karibik machen. Ich sage, wo ist denn das Problem? Sagt er, ich will die gar nicht heiraten. Ja. Nein, es ist wirklich, das ist aus und dann, weißt du, dann bist du auch froh. Aber du merkst dann, dass Sven auch so Aussätze hat. Ne? Da habe ich auch gesagt, ich sage mal, wie lange warst du mit der zusammen? Weil du merkst, manchmal ist das ansteckend und das willst du nicht. Der hat Sachen gesagt. Wir haben zum Beispiel mal beim Essen gesessen, beim Italiener. Da saßen wir beim Italiener und Ralf verschluckt sich, er ist immer so gierig mit die Brötchen da, ne? Und ja, ich muss ja immer schon direkt die Hand auf den Korb legen, sonst sind sie alle weg. Das ist, ne? Und dann, der war am Essen, verschluckte sich und hat gehustet. Und Sven sitzt neben dem und guckt den die ganze Zeit an. Ich sag, hallo. Ich sag, kannst du dem Papa mal auf den Rücken klopfen? Sagt er, warum? Der hat doch eine Patientenverfügung. Ich sag, ey. Ich sag mal, hast du so eine... Der Kellner war schon am Kloppen, ne? Hat er Gott sei Dank so das hat Ralf immer, sag mal. Ich sag, warum? Ey, das hat der Notar mir doch genau erklärt. Der hat gesagt, alles, wenn ich mich nicht daran halte, was da steht, komme ich ins Gefängnis. Und der hat gesagt, keine lebenserhaltenden Maßnahmen. So. Ich sag ganz ehrlich, unsere lebenserhaltenden Maßnahmen, die wir haben, das sind so Tage wie diese. Das sind so Tage, wo wir hier mit tollen Freundinnen, mit Menschen, die wir mögen, richtig schöne Abende und richtig schönen Spaß haben. Und das müssen wir uns auch bewahren. Und lass auch dann Karneval das sein, was da ist. Lustig, fröhlich und Spaß und immer dieses Lachen auf dem Gesicht. Lachen, ich sage immer, Lachen und Humor ist keine Frage des Geistes. Es ist eine Frage des Herzens. Und darum sage ich am Ende, Frauen sind und Frauen waren immer schon das Herz der Welt. Ob allein oder in Scharen, immer so, wie es uns gefällt. Wenn wir uns mal überlegen, was kann denn ein normaler Mann? Der kann schwere Sachen heben, ja, eine Spinne töten dann und wann. Höhlen taten sie erkunden, auf fremde Frauen ein Mann schielt. Feuer haben sie auch erfunden, doch nur wir Frauen wissen, wie man damit spielt. Wir Frauen, wir sind Meisterdenker. Zig Sachen schaffen wir zeitgleich. Überall sind wir der Lenker. Wir Frauen, wir sind unerreicht. Vielen Dank.